Jetzt nimmt sie auf, ganz schnell. Gut, auf geht's. Siehst du die Leute da? Natürlich sehe ich die Leute. Es sind Menschen. Es sind Menschen. Was sollen es denn sonst sein? Lauter Menschen. Große Menschen, kleine Menschen. Reiche Menschen, arme Menschen, dumme Menschen, gescheite Menschen, runde Menschen, viereckige Menschen. Viereckig? Mit Quadratschädel. Naja, Menschen sind nun einmal so. Und sie sitzen alle da und schauen, als ob es nichts Besseres zu tun gäbe. Schauen uns an. Das ist direkt peinlich. Sind schon arm dran, die Menschen. Du meinst, sie sind arm daran? Warum denn? Müssen sie immer selber anschaffen, was sie tun und ihre Muskeln anstrengen. Ich brauche das nicht. Du brauchst das nicht? Hebst du nie den Arm? Bewegst du nie die Füße? Ich brauche mich nicht anstrengen. Tut ein anderer für mich, der da oben. Wenn ich sage, linker Arm hoch, geht der linke Arm hoch. Na, was ist? Rechter Arm hoch. Linkes Bein hoch. Rechtes Bein hoch. Hüpfen. Sehen Sie, Herr Direktor, geht ganz von selber. Da brauche ich gar nichts dazu tun. Bei mir ist es genauso. Wir Marionettenfiguren sind doch von der Natur bevorzugt ausgestattet. Bevorzugt ausgestattet. Wir können sogar fliegen. Das können die da nicht. Nein, ein Mensch kann nicht fliegen. Höchstens im Flugzeug. Wir können fliegen, wenn die da oben wollen. Man muss halt Beziehungen haben. Ohne Beziehungen läuft heutzutage gar nichts mehr. Na, was ist? Was soll sein? Fliegen. Fliegen will ich. Wieso willst du fliegen? Das macht doch jetzt keinen Sinn. Ob Sinn oder Unsinn, ich will fliegen. Muss ich da einen Grund angeben? Scheint nicht so weit her zu sein mit deinen Beziehungen. Wieder borstig ist sie heute. Vielleicht hat sie schlecht geschlafen. Nicht alle Spiele sind gleich. Manche sind handsam und hilfsbereit, andere wiederum störrisch, machen einfach nicht, was man will. Meine ist heute ganz besonders unleidlich, unfolgsam, störrisch wie ein sizilianischer Esel Kasperl? und faul wie ein Siebenschläfer im Januar Ja, da hört sich doch alles auf. und ungeschickt wie ein Wildschwein beim Rechtschreibunterricht. Na, warte. Jetzt wirst du zur Strafe außer Gefecht gesetzt. Und zwar so lange, bis du wieder manierlich bist. Siehst du, nun ist sie beleidigt, die da oben. Jetzt kannst du dich gar nicht mehr rühren. Nicht einmal den Arm kannst du heben. Und dabei hätte ich doch nur fliegen wollen. Eine Kleinigkeit für die da oben. Nicht einmal davonlaufen kannst du. Davonlaufen? Vor was soll ich denn davonlaufen? Siehst du es denn nicht? Dieses schreckliche Untier. Also dann auf Wiedersehen und alles Gute für die Zukunft. Oh, ein Untier!
Schnell, da oben, lauf nicht davon! Nichts da. Jetzt bleibst du sitzen. Zur Strafe hast dir das Schlamassel selber eingebrockt. Rette mich! Rette mich! Ich soll mich retten? Geht nicht. Die Sturheit der Menschen hat schon manchen ins Unglück gebracht. Mich sollst du retten, nicht dich. Dich? Du kannst dich doch selber retten. Aber nein, sie ist hinter mir her. Wer? Also jetzt, wer bist du überhaupt? Jetzt habe ich irgendwo einen Erklärungsbedarf. Ich bin der kleine Drache und sie ist hinter mir her, die Polizei. Sie will mich verhaften Verhaften? und in den Tierpark bringen. Frei herumlaufende Drachen sind nämlich verboten. Aber warum fliegst du denn nicht davon? Du hast doch 2 Flügel, einen links und einen rechts. Das ist eben das Unglück. Ich bin vorhin in ein Luftloch gefallen und abgestürzt. Und jetzt muss ich mich erst wieder voll Luft pumpen, wenn ich starten will. Aha, voll Luft pumpen. Ich glaube, das ist eine glorreiche Idee. Kasperl, Kasperl, es ist ein Drache entflohen. Ich suche einen entflohenen Drachen. Hast du ihn gesehen? Einen Drachen? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Nicht einmal das Nix habe ich gesehen. Aber da ist doch etwas hinter deinem Rücken. Hinter meinem Rücken, da ist auch nichts. Höchstens mein Hosenträger. Natürlich ist da etwas. Etwas Grünes. Das Dings da. Ach, das da. Das ist der Bello. Welcher Bello? Mein Hund Ich habe gar nicht gewusst, dass du einen Hund besitzt. ist mir zugelaufen. Vorhin heißt Bello, weil er so gut bellen kann. Bello, bell einmal. Das klingt aber nicht wie ein Hund. Ist grad heiser, der Bello. Und wie ein Hund sieht dieses Individuum auch nicht aus. Ich habe noch nie einen grünen Hund gesehen. Ist halt noch nicht reif. Drachen sind gefährlich. Sie verursachen mit ihrem heißen Atem Waldbrände und beißen die Menschen in die Wade. Der nicht, Herr Wachtmeister, der ist brav. Also ist es doch ein Drache. Höchstens ein halber, ein Drachenhund oder ein Hundedrachen. Rede keinen solchen Unsinn, Kasperl. Drache ist Drache und ich muss ihn verhaften. Aber nein, Herr Wachtmeister, das ist doch ein zahmer Drache, ein Hausdrache. Zahme Drachen gibt es nicht. Drachen sind wilde Tiere. Die kann man nicht zähmen. Den da schon. Papalapap. Außerdem ist ihm die Luft ausgegangen. Die Luft ausgegangen, umso schlimmer. Drachen, denen die Luft ausgegangen ist, sind doppelt gefährlich. Du Armsviecher, jetzt wirst du verhaftet und in einen Käfig gesperrt Es geht schon wieder. und darfst nie mehr in der Freiheit herumfliegen im blauen Himmel und herumzwitschern wie ein Zeiserl. Mache dir keine Sorgen, Kasperl. Ich habe mich schon erholt und bin wieder ganz voll Luft. Was tuschelt ihr hier herum, ihr beiden? Das ist Renitenz, das ist Missachtung der Obrigkeit. Ich schreite hiermit zur Verhaftung. Da muss ich mich leider dem Zugriff entziehen. Auf Nimmerwiedersehen, Herr Polizist. Ui, haben Sie es gesehen, Herr Wachtmeister, wie der davonfliegt, der grüne Hund? Da wird mir gleich ganz leicht ums Herz. Was heißt dir leicht ums Herz? Du hast dich ebenfalls strafbar gemacht. Ich? Was hätte ich denn angestellt? Du hast eine Straftat vereitelt. Ich meine, begünstigt. Du hast der Polizei die Nachforschungen erschwert und einem Straftäter zur Flucht verholfen. Ich die Nachforschungen erschwert? Erleichtert habe ich sie. Jetzt haben sie keine Arbeit mehr. Dann verhafte ich eben dich. Folge mir. Folgen Sie doch mir, Herr Wachtmeister. Hurra, ich kann fliegen. Schauen Sie, Herr Wachtmeister, ich kann fliegen. Das geht nicht. Das redet nicht.
Es ist gegen die Weltordnung, dass du fliegen kannst. Und wie das gilt, Beziehungen muss man halt haben. Ist er fort? Ist doch ein rechter Luftikus, dieser Kasperl. Alle zwei sind weg, der Drache und der Kasperl. Hui, davon geflogen. Aber der Kasperl kann doch nicht fliegen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, täte ich es auch nicht glauben. Ja, wir lieben schon in seltsamen, geradezu unheimlichen Zeitläuften. Zeitläuften, ja. Drachen laufen frei herum, Kasperles fliegen durch die Luft und Theaterdirektoren denken über die Zeit nach. Direkt unheimlich. Unheimlich ist gar kein Ausdruck. Schauen Sie nur die Zuschauer an, wie blass sie geworden sind. Ja, dort hinten ist jemand schon ganz grün im Gesicht. Und die Dame dort hat eine Gänsehaut. Was soll sie denn sonst haben? Das sind halt irdische Wesen und diese Menschen haben keine solchen Beziehungen zu oben wie wir. Kriechen am Boden herum wie Frösche, wie Salamander, wie Blindschleichen. Man kann sie nur bedauern, diese Armen, können nicht fliegen, müssen für jede Bewegung ihre Muskeln anstrengen, im Schweiße ihres Angesichts Geld verdienen. Steuern zahlen. Einkommensteuer, Kirchensteuer. Vermögensteuer, Tabaksteuer. Kraftfahrzeugsteuer, Hilfszuschlag. Zahnersatzzuschlag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie können jetzt die Spieler, die an diesen Marionetten hängen, können Sie jetzt anschauen, wenn Sie ein bisschen Kurz bevor sie davonfliegen. muss man hier ausschalten. Ja, auf den Forum. Da.